Der Doktor hat gesagt, das kann auf alle Tage sein. Wir hätten gestern schon kommen sollen. Die besten Sachen haben sie bestimmt schon alle weggerannt. Das eine sag ich dir, der Nerzmantel, wenn weg ist, dann kaufst du mir heute noch einen neuen. Geht, dass dir da nicht graust, den haben noch die Motten schon halber zusammengefressen. Nein, bist du naiv. Den will ich doch nicht anziehen. Verkaufen wollen. Ah, grüß euch. Gut, dass du da seid. Grüß dich, Maria. Und, wie geht's der Mama? Mei, sie schlaft fast nur noch. Und der Papa warnt dabei. Ich hab's doch gesagt, dass er fast nichts mehr mitkriegt. Ja, aber dass seine Frau im Sterben liegt, das merkt er halt doch. Wir gingen auf. Ich mach da aber einen Kaffee. Hast jetzt endlich eine gescheite Maschine? Ja, einen Filterkaffee halt. Ach, dann mag ich lieber einen Tee von dem kreisligen Filterkaffee, da krieg ich mir einen Ausschlag. Der kommt von der Bosheit. Den Pullover, den sie anhat, der ist neu. Ja und? Und das sag ich dir. Das ganze Bargeld hat sie sich schon unter den Nagel gerissen, meine saubere Schwägerin. Ja, das sehen wir jetzt schon, aber eins sag ich dir, im Zimmer von deiner Mutter, ich lange nichts an. Mir langt schon der Geruch da erinnert. Ich weiß schon, der Geruch meiner Kindheit. Für Teufel. Mit ein bisschen Glück müssen wir da nie wieder rein. Ja, hoffentlich. Das ganze Elend darin macht mich auch noch ganz krank. Wo bleiben's denn jetzt so lang? Die ganze Arbeit bleibt liegen. Mei, die werden halt alles durchruschen. Was sollen's denn ruschen? Bargeld? Was weiß ich? Geh! Die zwei, die sind doch nicht auf das bisschen Geld angewiesen, was der Papp nur einen Anflacker hat. Ich kenn deine Schwester besser als du. Die ist so knickert, da kriegst du eher von einem Toten einen Schuss. Ich weiß nicht. Was, Papp? Das mit dem Schuss? Ich weiß nicht. Du noch essen, Papp. Schmeckt's dir? Ja, wegen trocken ist er. Was machst du wieder den mit dem Eierlikör, Mari? Ja, genau, Maria. Wann machst du denn den wieder? Was soll ich denn noch alles machen? So, Papa, grüß dich nachher. Ja, so kennst du mich gar nicht mehr. Das ist die Kathi, Papp. Was? Die Kathi ist es. Die Karte? Okay. Die darf ich ja kennen. Die Karte ist ja so ein Wamperts Christkindl. Aber die da, das ist ja ihre Hähner. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel abgenommen. Das kann der Papp ja nicht wissen, wenn du nie vorbeischaust. Ich gehe ja schließlich in die Arbeit. Ja, einen halben Tag in der Woche. Und das große Haus und der Garten, wer macht denn das alles? Ja, ihr könnt ja da einen ganzen Tag umeinander gruschen, nicht? Das ist natürlich was anderes. Die Ohrringel habe ich übrigens der Mama gerade außer da, die hat sie mir versprochen, aber die Ketten dazu kann ich nirgends finden. Die war doch immer in der Wäschekommode in der oberen Schubladen. Ja, vielleicht hat's ja der Vater irgendwo hin da. Ketter Vater, was soll denn der mit der Ketten? Ja, der rammt oft in der Nacht das ganze Zimmer um. Erst reißt er sich die Windeln runter, dann zirkt er sie aus und dann rammt er die ganzen Schränke aus. Müssen halt festbinden. Jetzt sei halt steil, das hört er doch, der Bab. Gell, das kriegt er doch nicht mehr mit. Der kriegt mehr mit, als du denkst. Wo die Ketten ist, möchte ich wissen. Die Mama hat's mir versprochen. Mein, das Zimmer, da kommt keiner rein. Außer ihr zwei halt. Die Ketten, die wird der weggeräumt haben, der auch das Bargeld genommen hat, das immer in der Kommode war. Was für ein Geld? Das Geld, das der Vater immer in der Kommode im Schlafzimmer gehabt hat. Ja, soll das heißen, dass wir mir am Vater sein Geld gestohlen haben? Ich hab kein Geld. Ich hab noch nie eins gehabt. Auf alle Fälle ist es weg und die Ketten da zu die Ohrringel auch. Ja, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ach, das heißt, du gibst also zu, dass da ein Geld da war? Jetzt langt's mir schon langsam. Wisst ihr eigentlich, was die Sache alles kostet, ha? Die Medikamente, die Wände. Mami ist Pflegestufe 3 und für Pap kriegst bestimmt auch ein bisschen was. Da kommen doch im Monat bestimmt ein paar 100 € zusammen. Na und dann die Renten noch von den zwei? Das meine, ist ein schöner Batzen. Das langt gerade einmal fürs Nötigste. Möchtest du jetzt das Jammern anfangen? Ein Großbauer wie du, mir kommen die Tränen. Wisst ihr überhaupt, was die Maria alles tut? Für die Mama und für den Pap, ha? Berge von Wäsch, fordern, waschen, wickeln. Dann müsst ihr es halt ins Heim da, wenn's euch zu viel wird. Ach so. Und wer soll noch an das zahlen? Jetzt hast du den ganzen Hof gekriegt und beschwerst dich immer noch. Das muss nicht der Bildzeitung interessieren, der Großbauer, der seine Eltern nicht mehr ernähren kann. Jetzt sag ich euch was. Jetzt geht's nauf, ist zwar, und nehmt euch alles, von dem ihr meint, dass es nur braucht. Sepp, Möbel auch? Mebin, Familienleinen, meine alten Unterhosen, alles, von dem ihr meint, es steht euch zu. Und wenn's dann noch nicht zufrieden seid, dann gebe ich euch nur Geld dazu, weil ich will meinen Frieden haben. Bring mir die Wäschekommode rein hinten ins Auto.
Mei, und wenn nicht, dann nehmen wir halt ihm seinen Autoanhänger, oder? Na, selbstverständlich. Ich hab ja gesagt, ihr könnt's alles haben von mir. Was wir haben, das haben wir. Genau. Herbert, vergiss den Regulator nicht. Ja. Das Gewand, ich muss ja auch in die Reinigung bringen. Wie man da gerade so damisch sein kann. Kannst denn du da jetzt auch noch so lachen? Weil ich jetzt endlich weiß, woran ich bin mit meiner lieben Familie. Sepp, was waren denn das für Leid? Nehmen's, Pap. Nehmen's.